Shalom Aleichem, guten Abend. Gerade in dieses Jahressaison, wo viele Männer frieren ihre Kopf in Tiefkühler und haben entschieden, passiv zu schauen, aktive Leute. Ich werde euch beginnen heute mit einer kurzen Anekdote, die passiert mit meinem Rebbe. In Anfang 50er Jahre sind zwei amerikanische Boys gekommen zum Lubavitcher Rebbe. Und sie haben gesprochen über Bar Mitzvah, über Jiddischkeit. Als die beiden waren beim Ausgang, sagt der Rebbe: Schau, ihr seid Fans vom Baseball? Sagen die beiden ja. Fragt der Rebbe, zeigt dich der Rebbe Kenntnisse. Seid ihr Fans von den Yankees oder von den Dodgers? Sagen sie nur die Yankees. Die sind Fans nur für die Yankees. Der Rebbe stellt weiter eine Frage. Wann wart ihr zuletzt im Spiel? Sie sagen, wir waren vor einem Monat in einem Spiel, aber in die 6. Runde, wir sind weg vom Spiel, weil wir haben verloren 2-9. Sagt der Rebbe, ihr seid weg, sehr gut, aber die Spieler haben geblieben? Sagen sie ja, die Spieler haben geblieben. Sagt der Rebbe, verstehe ich nicht. Ihr seid weg und sie müssen bleiben. Und dann die Jungs haben gesagt, Rebbe, ein Spieler muss bis Ende spielen, auch wenn er verliert. Sagt der Rebbe, verstanden? So sollst du denken über dein Leben. Bin ich ein Fan von diesem Leben oder ein Spieler in diesem Leben? Ein Fan von diesem Leben ist einer, der steht vom Außen und er guckt. Gefällt ihm, bleibt er, verliert er, läuft er weg. Aber ein Spieler, einer, der will sein Bestes geben, ist der Kunst, da zu bleiben, nicht wenn er gewinnt. Wenn er gewinnt, jeder will gewinnen. Die Frage ist, ein guter Spieler weiterzugeben, seine Neshome, seine Seele, seine Kraft, auch wenn er verliert. Und diejenigen, die geben ihre Seele, auch wenn sie verlieren, später werden sie auch siegen. Und es ist sehr interessant. Ein Mensch, jeder Mensch, wird in seinem Leben 42 Stationen vom Sieg erleben und 7 Stationen von Verlust. So verspricht uns die Torah, dass jeder Mensch kommt in diese Welt zu einer Station, wo diese Station dauert insgesamt 42 Stationen. Manchmal in 2 Jahren gehst du 14 plus 8 und der Rest gehst du in 38 Jahre. Und manchmal geht das schnell und manchmal kehrst du auch zurück. Aber dass der Mensch hat Stationen gegangen in sein Leben, vergisst er. Was behält er? Er behält die 7 Stationen dort, wo er ist gegangen, zurück. Dort, wo er ist runtergegangen, das bleibt bei ihm sehr, sehr dominant. Und wir werden heute sehen einen tollen Aspekt, wo dieser tolle Aspekt wird uns schenken mit Gottes Hilfe Glück, Verständnis und wenig Burnout, dass der Seichel soll der Moach nicht so viel platzen von so viel Denken. Weil Menschen denken und denken und denken und überlegen und überlegen und überlegen. Klar, dein Kopf wundert, dass du lebst. Von so viel Denken, also eine Birne werde schon längst geplatzt von so viel Brennen. Sie wissen, wie viel, die Birne konnte schon längst platzen, sei froh, dass du lebst noch. Wir werden aber heute sehen, was kann man machen, um die Birne nicht zum Verbrennen bringen, nicht so viel Strom fressen von unserem Leben und etwas kontaktieren, um zu schrauben, unsere Glaubenswerbesäule. Der Mittelpunkt von einem Mensch ist seine Werbesäule. Wenn die Werbesäule ist gut, alles ist gut. Wenn die Werbesäule ist kaputt, alles ist kaputt. Und das ist im Körper. Genauso wie im Körper die Werbesäule ist die Hauptsache, genauso in die spirituelle Welt, in die geistige Welt, die Glaube
ist unsere Werbesäule. Und die Glaube tut weh. Und in Glaube kann man nicht machen Yoga. Und in Glaube kann man nicht machen Pilates. Und in Glaube hilft auch nicht Osteopath. Hilft auch nicht. Die sind alle sehr gut für den Rücken, für alle gute Sachen. Jeder bringt ein großes Geschenk in diese Welt, Respekt. Aber wir werden heute lernen noch etwas, wo wir werden sehen, dass wenn ein Mensch hat Glaube, ist er bereit mit Schmerzen zu leben, weil er glaubt, weil er weiß der Sinn. Und wenn ein Mensch hat keine Werbesäule von Glaube, jeden kleine Schmerzen sind unerträglich, weil er versteht nicht wozu, weshalb, wofür, wozu ist diese ganze Leiden, diesen Opfer, diese komische Welt. Wir werden das Step by Step mit Gottes Hilfe erklären. Gut. Wir beginnen mit einem Gedanke von unserem Wochenabschnitt. In unserem Wochenabschnitt gibt es eine Satzung, eine komische Gesetz. Wenn einer hat angefasst eine Leiche, was ist eine Leiche? Eine Leiche ist ein Mensch ohne Vertrag, ein Mensch, der Wunder seine Steckdose genommen. In dem Moment, wo du anrufst, ein Mensch ohne Steckdose in Strom, du bist unrein. Was muss man machen in die Zeit von der Torah? Zu nehmen ein bisschen Asche von der roten Kuh, der Kohen kommt und schmiert auf ihn diese Asche, gibt es eine ganze Zeremonie und da passiert komische Sache. Derjenige, der hat angefasst die Asche, ist rein. Aber der Kohen, der hat diesen Prozess gemacht, der wird unrein. Verstehe ich nicht. Der Priester, der Kohen, der hat diese Zeremonie gemacht, wird unrein. Nehmen Sie einen Doktor und Patient. Der Doktor ist der Kohen, der Priester. Der Patient ist der Unreine, der hat Tod berührt. Der Patient ist gesund, geht nach Hause nach 7 Tagen. Der Doktor ist jetzt 7 Tage krank. Und die ganze Zeit vom Tempel, mehr als 1000 Jahre, war immer eine Priester, der war unrein, weil er musste diese Zeremonie weitermachen. Stellt sich die Frage, was ist hier los? Und so versuchen wir die Sache zu erklären. Menschen haben in dieser Welt viele Fragen und Beschwerden. Diese Fragen und Beschwerden sind, warum gerade bei mir? Ein Mensch hat Schmerzen und er versteht nicht, warum etwas bei mir? Jener hat so schnell geheiratet, bei mir zögert es. Jener hat so schnell Job gefunden, bei mir dauert es lang. Jener hat so schnell Job gefunden, ich suche und suche. Und so denkt er, wo ist die Gerechtigkeit in dieser Welt? Was ist los? Warum muss ich so viel warten? Kommt die Torah und sie sagt eins. Solange du wartest und du glaubst, du hast deine Karte von Warten nicht verloren und du kommst dran. Was heißt das? Als einer, der kommt von einem anderen Land, musst du manchmal sitzen bei Behörde und du nimmst den Zettel. Du musst um 5 Uhr früh kommen. Du nimmst den Zettel, Nummer 273 und um 5 Uhr schon diese Nummer und du sitzt. Und es geht und es geht und es geht sehr langsam. Noch eine Stunde und noch eine Stunde. Irgendwann, der Mensch verliert seine Geduld. Und es kann 2 Sachen passieren. Oder er glaubt, diese Nummer wird gerufen noch. Oder er ist so sauer, er nimmt den Papier, er reißt sich und er geht raus. Derjenige, der bleibt und er hofft mit Glaube, dass er drankommt, der wird auch angerufen, weil er hat seine Nummer nicht verloren. Diese Nummer hat jeden Mensch bekommt von Gott jeden Tag in alle Bereichen am Leben. Sollt ihr wissen, Hashem ist auch so wie die Behörde. Mit Bürokratie, mit Schwierigkeiten, alles was ihr seht in dieser Welt unten ist nur ein Bild von das, was passiert im Himmel. Dieselbe, the same. Nicht mehr und nicht weniger.
Und der hat Geduld und Mut und Nett in dieser Welt und gewinnt, genauso im Himmel, der hat Geduld und Mut und Nett, der gewinnt zum Schluss. In alle Bereichen. Aber du hast eine Karte und die Karte ist mit einer Nummer, die du nicht lesen kannst. Du weißt nicht, wann bist du dran. Das macht der Mensch Panik. Wann bin ich dran? Wann bekomme ich diese Erfüllung? Wann muss ich aufhören, so lang zu warten? Und diese Warten macht der Mensch, dass sein Gehirn brennt. Warum? Weil er glaubt, es liegt an ihm. Und es liegt an dir nur eins. An dir zu tun, wie ist deine Glaube, wie ist dein Vertrauen und wie lange bist du bereit zu warten. Und die ganze Torah ist voll mit Menschen, die haben uns gezeigt, wie lange haben sie gewartet. Avraham Avinu wollte Gott hören und sehen. Wie lange hat es ihm gedauert? Viele von 70 Jahren hat gewartet. Sarah hat gewartet für ein Kind. Wie lange hat sie gewartet? 90 Jahre. 90 Jahre, es war schon sicher mit 90, wer bekommt noch ein Kind? Nur 90 Jahre. Und was passiert die andere Seite von die Klippa? Kommt Hagar, eine Mägde aus Ägypten, einmal schläft mit Avraham, schick, Shabbat Shalom. Sie ist schwanger, sie kommt zu Sarah und sie sagt, Sarah, siehst du, die Guten geht ganz schnell. Du bist nicht schwanger, weil du bist nicht an Gott gläubig. Weil du nicht glaubst an Gott, darum hast du keine Kinder. So sagt Hagar die Sarah. Jetzt, Hagar bekommt das, was sie will. Sarah bekommt nicht, was sie will, aber sie bekommt ein anderes Geschenk. Sie bekommt Glaube und Vertrauen an dem Zeitwarten, auch ohne davon sofort zu profitieren. Was heißt das? Die ganze Kunst in dieser Welt ist zu lernen, gleichzeitig mein bestes Handlung und Mühe zu machen und in dem Punkt, wo habe ich mein Maximum gegeben, erst dann beginnt die Glaube, die liegt nicht mehr in meinen Händen. Zum Beispiel gibt es einen Bauer. Ein Bauer will sehen in seiner Erde Kartoffel oder Zwiebel oder rote Beete. Was macht er? Er muss fragen zuerst, wann ist die Saison. Und dann muss er nehmen ein gutes Grundstück und die Grundstück pflegen und pflegen richtig, so wie hat sein Vater gemacht und seine Opa gemacht. Und sie werden ihm sagen, wo nimmt man Samen. Und wenn er macht genau das, was sie haben gesagt zu tun, dann nachdem, das hat er alles schon gelegt in Erde. Was macht er ab diesem Moment, wo alles ist schon in die Erde? Was macht er? Er wartet. Was passiert, wenn er hat keine Geduld zu warten? Und nach ein paar Tagen sagt er, ich sehe nichts. Keine Bewegung. Keiner meldet sich zurück. Keiner ruft an. Ich weiß nicht, ob es ist wirklich drinnen. Er ist unsicher. Und er will nehmen die Karte von Warten und Reißen. Er macht wieder die Erde und er guckt, wo sind die Samen. Bei dem Mensch wird etwas wachsen oder nicht? Nein. Ist genauso wie diesen ungeduldigen Kind. Der will nehmen die Schmetterling, wenn sie ist noch Golem. Wie sagt man Golem? Noch Raupe. Und er sagt, er will sie beschleunigen. Er will sie sofort nehmen und soll sie schnell werden zum Schmetterling. Die Schmetterling wird rausgehen, aber gleich sterben. Hier in dieser Welt kann man nichts beschleunigen. Alles kommt in seine richtige Zeit. Ein Kind, der hat nicht auf dem Boden gekriechen und gekrippelt, wird später bekommen Disharmonie. Ein Kind, der zu früh geboren, kommt rein in den Inkubator. Jede Sache, was hat man beschleunigt, ist man später sauer. Kinder, die haben ihre Eltern diszipliniert, ganz schnell lernen Geige und Mathe und alles. Wenn die sind alt, die beneiden Kinder, die haben gespielt im Kindergarten lang. Also, du kannst nichts beschleunigen. Es gibt einen Rhythmus in dieser Welt, aber dieser Rhythmus ist nicht von Gesellschaft diktiert. Sie ist individuell. Und in dem Moment, wenn du beginnst,
durch die Gesellschaft einzurichten, hier verlierst du deine Glaube. Wie alt bist du? 30. Ledig? Ja. Noch nicht verheiratet? Wer hat gesagt, dass gerade 30? Weil es gibt so einen gesellschaftlichen Druck und der gesellschaftliche Druck diktiert dir, wer passt zum 1. Klasse, wer passt zum 2. Klasse, wie muss ein Mensch sein mit einem Einkommen im Monat und jeder Mensch glaubt als individueller Gänger in diese Welt, ich muss mir reinpassen in diese Rahmen. Stimmt nicht. Du bist ein individueller Gänger in alle Bereiche in dein Leben. Du wirst heiraten, nicht wenn du willst. Und du wirst Kinder bekommen, nicht wenn du willst. Und du wirst den Job bekommen, nicht wenn du willst. Und du wirst die Ergebnisse sehen, nicht wenn du willst. Und auch wenn ein paar Mal hast du gesehen, dass die Sachen sind gekommen so, wie du willst, das ist nur, weil er will. Sei froh, dass er will auch das, was du willst. Sei froh. Es ist eine Bingo, es ist eine super Sache. Jetzt. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Eine Frau kam zu dem Rebbe und sie sagt, Rebbe, mein Mann ist stur. Wir haben große Schwierigkeiten zu Hause. Unsere Frieden zu Hause sind nicht gut. Sagt der Rebbe, beschreib mir bitte den Ablauf von deinem Mann. Und sie hat den Ablauf beschrieben. Sagt der Rebbe, jeden Tag so? Sagt sie, ja. Jede Woche? Ja. Jedes Jahr? Ja. Wir sind schon mehr als 20 Jahre zusammen, immer dieselbe. Sagt der Rebbe, ist ein großer, schwieriger Patient. Sehr schwieriger Patient. Warum? Weil er macht immer dieselbe. Er macht immer die gleiche. Er ist nicht bereit für was Neues, er ist nicht bereit für Änderungen. Und ein Mensch, der nicht bereit für Änderungen, das ist ein Mensch, der glaubt, dass die regelmäßige Dasein, das ist Schraube. Er glaubt, was ist Schraube? Schraube ist etwas, was bleibt auf dem Platz fest. Aber hier kommt der Punkt. Wie ist unsere Wirbelsäule? Ist unsere Wirbelsäule eine Schraube, die elastisch oder eine Schraube, die hart wie Metall? Elastisch. Und was passiert, wenn die Wirbelsäule beginnt so hart zu sein wie eine Metallschraube? Hier beginnt der Mensch Schmerzen zu haben. Und sollt ihr wissen, die Menschen, die machen regelmäßige Sachen, tagtägliche Leben, die sind die Ersten, die bekommen Wirbelsäule-Schmerzen. Warum? Weil sie wollen stabilisieren ihr Leben. Sie machen Renteversicherung, Lebensversicherung, Mäuscheversicherung und Jankelversicherung. Sie wollen von allen Seiten sicher sein, dass alles ist gesichert und alles ist okay. Und in dieser Welt wird er finden noch einen kluger Versicherungsberater. Er wird bei ihm noch ein paar unerwartete Ängste aufwecken. Was ist mit Rechtsversicherung? Und was ist mit Arbeitslosigkeitsversicherung? Und er wird auch reden mit Glaube. Sie wissen, passiert Sachen in dieser Welt. Er wird ihm zeigen, Unfälle. Man muss etwas machen, man muss glauben. Also plötzlich er glaubt. Warum? Weil er will ihm zeigen, einen Mangel an seiner Schraube. Und hier beginnt heute die Erklärung auf die Sache von die rote Kuh. Ein Dorfsmann ist ein Bauer, kommt erst einmal in sein Leben zu einer städtischen Synagoge, zu einer Schule. Freitagabend, alle haben ihn sehr schön aufgenommen, alle haben ihn sehr lieb genommen, man singt schön, alles ist wunderbar. Am Tag wird in Torah gerufen. Am Samstag wird zum Torah gerufen 7 Leute plus 8. Die 7 Leute sind verschiedene. Er sieht, dass der Synagoge-Diener ruft verschiedene Leute. Der. Und er versucht, irgendein System, irgendeine Struktur, irgendein Curriculum zwischen die Leute finden. Nicht Alter, nicht Niveau. Und er kommt nach der Synagoge zu dem Mann und sagt, ich verstehe dich nicht. Komischer Diener bist du. Ich habe
keine Struktur gesehen in die Leute, was hast du angerufen zum Synagoge. Sagt der Synagogebesitzer, was ist mit dir los? Du kommst ein Schabbos zu unserer Gemeinde und schon willst du alles verstehen? Der hat letzte Woche geheiratet, der hat seinen Papa verloren, der hat sich verlobt, der hat beim Kommen eine Tochter. Jeder bei uns ist eine Geschichte. Ich kann die Geschichten und ich entscheide, wer gerufen zum Torah und nicht du. Du suchst die Sachen so zu orientieren, so wie du willst. Dieses Beispiel hat gesagt der heilige Chofetz Chaim auf der Eibischter und seine Menschen. Der Eibischter ist der Synagoge-Diener. Wir sind die Gäste. Wir kommen zu dieser Welt, 70, 80 Jahre. Tschüss, Shabbat Shalom. Wir verlassen diese Welt genauso, wie wir sind gekommen. Es war eine Generation vor uns und es ist eine Generation nach uns. Nur der liebe Gott ist hoffnungsvoll und gnädig und er hat in uns eingepflanzt ein Genium und dieses Genium heißt 500 Jahre Garantie. Was ist diese 500 Jahre Garantie? Sagen unsere Weisen, jeden Mensch geht mit einem Gefühl, dass er wird leben, wissen Sie wie lang? 500 Jahre, nicht ewig. Er weiß nicht ewig, aber sein Plan, seine Ideen, was er hat, schreit jetzt ein offener Mensch, 500 Jahre. Warum 500 Jahre? Weil von hier bis dem ersten Himmel ist 500 Jahre Abstand. Von dem ersten Himmel bis dem zweiten Himmel wieder 500. Und so zwischen jedem Himmel und Himmel ist wieder 500 Jahre Abstand. Nach dem siebten Himmel, was kommt? Nach dem siebten Himmel kommen noch Seraphim, Malachim, Ophanim. Also, und danach kommt das Thronstuhl von der Eibischter. Unsere Seele wurde von dort genommen, von so weit, und sie kommt hier in diese Welt, in einen körperlichen Mensch, und der Mensch hier in dieser Welt, was will er? Er will komische Sachen. Was ist komische Sachen? Ich gebe ein Beispiel. Es war eine Stadt Radin. In Radin war ein Mensch, der hieß Yitzchak Tschatschik. Yitzchak versteht jeder. Was ist Tschatschik? Er konnte nicht sagen 20 und er hat gesagt Tschatschik. Und so haben alle gelacht, Yitzchak Tschatschik. Yitzchak Tschatschik hat sehr gerne gerochen Schnupftabak. Das war seine Leidenschaft. Also ist gegangen zu jedem Mensch, hat ihn gefragt, ob er hat so eine Dose mit Schnupftabak, und er hat genommen in 2 Finger und gerochen, das war für ihn Gan Eden. Sein ganzes Hobby war Schnupftabak. Einen Tag ist er gegangen zu einer von seiner Gemeinde und er hat ihm gebeten, ob er ihm geben kann ein bisschen Schnupftabak. Der andere hat ihm beleidigt gesagt, nein. Und ab dem Tag ist Yitzchak Tschatschik ist verloren von Radin. Alle waren traurig. Ein guter Mensch, nett, lieb. Wo ist er verschwunden? In einer Woche am Donnerstag, alle sehen, Yitzchak Tschatschik ist zurück in die Synagoge. Und er betet, aber er betet so. Mit 2 Fingern zu und mit 3 bei die Seiten. Und man kann ihn nicht stören, weil er beten. Nach dem Gebet alle sagen, Yitzchak, Shalom Aleichem. Wo warst du die ganze Zeit? Sagt er, ich war in Warschau. In Warschau? Zu sagen damals, dass jemand war von Radin in Warschau, ist wie heute zu sagen hier, dass jemand ist geflogen nach Houston, Texas. Also total ein Weit nach Kuba. Und was hast du gemacht in Warschau? Sagt er, ich habe von Warschau gebracht die beste Schnupftabak. Ich bin Meuchel Teufels, ich brauche nicht seine Gefallen von der Mann. Was glaubt er? Er wird mich beleidigen mit seiner Schnupftabak. Ich kann alleine besorgen Schnupftabak von Warschau. Sagt der Chofetz Chaim, wir lachen von ihm. Wir machen nicht viel anders. Wir machen nicht viel anders. Wenn ein Mensch wird beenden seine 70, 80 Jahre, er wird kommen in den Himmel, nur der Rebischter wird ihn fragen, was hast du mitgebracht? Wird er sagen, ein bisschen Schnupftabak. Was ist Schnupftabak? Der Mensch wird sagen, hier in dieser Welt, ob er gehorcht wird und gearbeitet und kaum etwas in der Hand gehabt. Und jetzt beginnen wir, unsere Schraube ein bisschen zu bauen. Wie bauen wir unsere Schraube? Nach 2 Geschichten.
eine Geschichte von Nachum Ish Gamzu und eine Geschichte von Rabbi Akiva. Und wenn man merkt, diese zwei Geschichten, jeder soll sich aussuchen, wo glaubt er lebt. Bei der Methode von Nachum Ish Gamzu oder bei der Methode von Rabbi Akiva. Ich beginne mit Nachum Ish Gamzu, weil Nachum Ish Gamzu war der Rebbe von Rabbi Akiva. Rabbi Akiva hat bei ihm gelernt 22 Jahre. Warum Nachum Ish Gamzu heißt? Weil er kam von der Stadt Gamzu, aber alles was passiert in seinem Leben hat er gesagt, Gamzu letova. Was heißt Gamzu letova? Auch das ist gut. Was heißt das? Wenn es ihm passiert etwas gut, hat er gesagt gut. Wenn etwas ist ihm passiert, in unseren Augen nicht gut, sagt er, das ist auch gut. Gamzu letova, das ist auch gut, das ist auch gut. Alles hat er gesehen, nur das gut, weil er hat gesagt, in dem Moment, wo du mit dem Gott gut zeigst, in sein Spiel kommt gut zurück. So geht es. Und in dem Moment, wo du sagst, nicht gut, kommt nicht gut zurück. Das war seine Methode. Einen Tag hat man ihn geschickt zum römischen Kaiser mit einer Kiste mit Diamanten als Schaliach von dem jüdischen Volk. Unterwegs ist er gegangen zum Hotel, hat er geschlafen und der Hotelwächter hat gefragt, von wo kommen Sie, was machen Sie? Er hat gesagt, ich bin Nachum Ish Gamzu und hier ist eine Kiste mit Diamanten, die ich morgen zum Kaiser bringt. Er hat keine Angst, er erzählt alles und er geht schlafen. Nachum Ish Gamzu ist gegangen schlafen, aber der Hotelbesitzer und seine Leute sind wach geblieben. Und in Mitternacht, die sind zu seinem Zimmer gekommen, haben sie dem ganzen Kiste mit den Diamanten geleert, aber sie waren großzügig, sie haben das erfüllt mit normale Erde und Steine. Soll er nicht merken. Morgen früh geht er zum Weg, kommt zum Kaiser, Herr Kaiser, Shalom, ich bin Schaliach von dem ganzen Volk, ich habe dir gebracht ein Geschenk. Der Kaiser guckt, ja, was haben Sie gebracht? Sagt er, gute Sachen. Man öffnet die Kiste, was sieht man? Erde. Einfache Steine. Er war sehr sauer. Was machst du mir lächerlich? Plötzlich kam Eliyahu Hanavi. Eliyahu ist doch nicht gestorben. Und er kommt in diese Welt in verschiedene Körperwesen. Und Eliyahu sagt, der Kaiser, vielleicht das sind solche Steine und Asche von Avraham Avinu, wo man wirft das auf den Feinde, es wird gleich zu Feuerpulver. Probier oder zu Pfeil und Bogen. Hat man probiert, hat man gesehen, wow, es ist wirklich ein Kampfmittel. Und so hat er ihm gefüllt die ganze Kiste mit Diamanten. Das ist die erste Geschichte von Nachum Ish Gamzu. Alles, was passiert am Leben, ist gut. Weil alles ist gut, weil alles kommt von Gott. Es gibt nicht zwei Götter. Es gibt nicht einen Gott von gut und einen Gott von nicht gut. Und wenn etwas ist passiert, es ist gut. Das war die Methode von Nachum Ish Gamzu. Sein Schüler Rabbi Akiva ist gegangen einen Schritt weiter. Er hat gesagt, nicht alles in dieser Welt ist gut. Musst du doch realistisch sein. Sagt Rabbi Akiva, es ist nicht alles gut, aber es ist alles zum Guten. Alles, was passiert, ist zum Guten, weil gerade dort, wo es schwierig, dort kriegst du Mut, dort beginnst du zu steifen, dort beginnst du zu bewegen, dort beginnst du zu wachsen, gerade dort ist zum Guten, zum Schluss. Was ist passiert? Rabbi Akiva, überall wo er ist gegangen, hat er mitgenommen 3 Sachen. Ein Esel, eine Kerze und ein Hahn. Ein Esel soll er reiten, ein Hahn als Wecker soll er aufwecken, frühmorgen. Und eine Kerze soll er Torah lernen. Vor der Nacht, er klopft bei einem Spoche, er will schlafen. Nein, nein, niemand will Gäste, sie wollen keine fremden Leute, er hat nicht gefunden Hotel, klappt nicht. Er hat entschieden, keine Teufels, keine Gefallen, er schläft im Wald. In der Nacht kam plötzlich ein Wind und die Kerze gepustet. Wie reagiert Rabbi Akiva? Alles, was der Eibischter gut, macht er bestimmt zum Guten. Kommt später eine Katze und fraß dem Hahn, sagt Rabbi Akiva, alles, was macht Gott, ist zum Guten. Und dann kam eine Löwe und fraß dem Esel, sagt Rabbi Akiva wieder, alles, was der Eibischter macht, ist zum Guten. Und dann, frühmorgen, sieht er, dass Geiseln sind gekommen in diese Stadt.
und sie haben die ganze Stadt verwüstet. Sie haben die ganzen Leute genommen, Geisel, und sie haben ihn nicht gesehen, sie haben ihn übersehen. Warum? Weil er war im Wald. Sagte, jetzt verstehe ich. War die Kerze an, haben sie bemerkt, beobachtet. War der Hahn am Leben, er konnte krähen. War der Esel am Leben, er konnte schreien. Und deshalb, Gott sei Dank, es war alles zum Guten. Jetzt kommt es. Ein Mensch, der hat auf etwas gearbeitet und erwartet, wenn es ist gekommen, beginnt er es zu schätzen. Gibt es einen interessanten Gedanke? Wenn Paare wollen sich scheiden lassen, sie werden dir sagen beim Scheidung, wir haben ganz schnell geheiratet, ohne viel zu überlegen. Aber wenn ein Mensch hat lang gewartet und lang gesucht, dann, wenn er hat schon etwas bekommen, schätzt er das ein bisschen mehr, weil er wird das nicht schnell weglassen. Genauso ist auch, wenn jemand hat gewartet viele Jahre, wie Sarah, der hat gewartet auf Yitzchak. Wie lange bleibt Yitzchak zu Hause? Bis 40. Warum? Weil Sarah wird nicht geben ihr Kind vor 40. Also sie hat gewartet bis 90, um ihr Kind zu bekommen. Sie hat so viel Tränen und Mühe und so lange gewartet. Etwas, was hat man so lange gewartet, daran hat man gewachsen. Und in dem Moment, wo hat man gewachsen, beginnt man die Sache zu schätzen. Jetzt. Wenn ein Mensch beginnt, über alles zu denken und die Zukunft zu forschen, bekommt er Kopfschmerzen. Was geht dich an, was wird sein? Vielleicht bist du, wird nicht sein. Du machst Sorgen auf das Morgen und du weißt nicht, ob du schaffst bis morgen. Wissen Sie, wie viele Leute haben gemacht Pläne auf die Zukunft und Zukunft von Zukunft und sie haben nicht gelebt und erlebt und enjoyed und genossen von dem Heute und dem Morgen? Der Rebischter, was hat er gegeben? Leben, er wird dir weiter sorgen. Sei froh, du konntest in dem Bauch von deiner Mama Fehlgeburt werden. Aber du bist nicht, du bist raus. Gleich wenn du bist raus, Hashem hat besorgt deine Mutter Milch. Jeder, der kommt in diese Welt, bekommt sofort seine Nahrung, ohne zu überlegen. Sofort die Mutter bekommt Milch, sie kann ihm geben. Später, wenn du